wir wieder zwei Kurven, die nicht für unseren Bus gedacht wurden. Wir haben sie auch die äußere Mauer wegmachen müssen. Wasser scheint gefährlich zu sein, aber sie ist überhaupt nicht gefährlich. Viel gefährlicher auf dieser Straße ist die Autobahn. Vor allem bei Karambolagen. Hier gibt es so eine. Seit dem Jahr 1970 bis heute gab es hier nur 2 Busunfälle. 1970 selbst. Bei der ersten Kurve in der Seite, die Mauer hat nachgegeben und der Bus ist dann zur Seite gerollt und ist mit den Rädern nach oben geblieben. Nur die Reiseleiterin, die vorne saß, so wie ich heute, wurde verletzt. Sie hat sich einen Arm gebrochen. Und seitdem kennen wir diese Kurve, die Reiseleiter, als Marias Kurve. So hieß die Reiseleiterin. Der zweite Busunfall war vor 7 Jahren. Und es war wieder kein Verkehrsunfall. Es war so ein Bus wie unser, so groß meine ich. Und die Gäste fuhren so wie wir, so wie sie, bis Sakalova, die Insel rumfahren. Und so wie wir es heute tun werden, wir werden da bleiben und weiter per Schiff fahren und der Busfahrer wird dann zurückfahren. Er muss diese gleiche Strecke zurückfahren und muss dann später in Palma abholen zu werden. Also damals, dieser Busfahrer ist auch zurückgefahren, aber 10 Minuten nachdem er abgefahren war, dann hat er Herzschlag gekriegt. Und er ist beim Fahren gestorben. Und dann ist der Bus geradeaus gefahren und geflogen und dann ist der Bus auf dem Boden geplatzt. Unsere Busfahrer ist ganz gesund. Also, er hat vor 2 Monaten 2 neue Ventile bekommen und jetzt pumpt das Herz wie eine Nähmaschine. Ja, ich weiß nicht.